Ich habe temporär meine Predigtsbibel verleiht. Darum habe ich jetzt meine dicke Hochzeitsbibel dabei. Ich habe ganz schwer Sabrina im Verdacht. Ich habe die nämlich irgendwo liegen lassen, meine Bibel, wo sie nachher ein Meeting hatte. Und nachher war sie nirgends mehr gewesen. Also wenn ihr Sabrina seht, sagt ihr, sie soll mir meine Bibel zurückgeben. Genau. Kennt ihr Upcycling? Wisst ihr, was das ist? Also da muss man nicht mit einem Velo den Hügel auffahren, sondern beim Upcycling geht es darum, dass man etwas nimmt und etwas Besseres daraus macht. Also aus etwas Altem wird etwas Neues gemacht. Also ihr kennt hoffentlich ganz fest, nehme ich mal an, kennt ihr alle Recycling, oder? Ja, dass wenn man Werkstoff zurückbringt, so PET-Flaschen reinschmeißen und dann macht man aus diesen alten PET-Flaschen wieder eine PET-Flasche. Jetzt Upcycling ist eigentlich Recycling einfach besser. Man nimmt etwas Altes und macht etwas Neues, Besseres daraus. Ich habe euch da ein kleines Beispiel mitgenommen von einem Upcycling-Gegenstand. Das ist ein Sonnenglas, heisst das. Das besteht zu 70% aus wiederverwertetem Material. Und was vorher einfach ein Glas war, ist jetzt eben upgecycelt und ist etwas Besseres. Und ich zeige euch, wieso das besser ist. Man kann nämlich da das Hebel kippen und nachher... Oh, ist das nicht herzig? Dann gibt es nachher mit einem LED-Lämpchen da drinnen, gibt's ja, danke. Jetzt sieht man es auch noch ein bisschen genau, oder? Da kann man da nachher so, da kann man das Hebel draufkippen und nachher wird es ein erhelltes Glas. Und so gibt es ganz viele so Upcycling-Projekte. Mein Nachbar, der Dani, hat auch so ein Upcycling-Projekt gerade gemacht. Er hat aus 2 alten Weinfässern eine niegelnagelneue Bar gebaut. Hat dort Türen drin gemacht, hat Tablar drin getan. Und jetzt ist aus einem alten Weinfass eine coole neue Bar geworden. Das ist so ein bisschen im Moment gerade so mega der Trend, sind alle das Zeug am Upcyclen. Jetzt habt ihr gewusst, dass die Idee nicht ein paar Jahre alt ist, sondern die ist ein paar 1000 Jahre alt. Wo wir jetzt Upcycling entdecken, hat Gott schon vor 2000 Jahren Upcycling betrieben. Ich möchte euch gerade mitnehmen in eine Bibelstelle, um die wird es heute gehen. Um das Thema werden wir uns drehen. Nämlich, dass unser Gott ein Gott vom Upcycling ist. Im 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir Folgendes. Dort steht, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Siehst, unser Gott ist im Business vom Upcycling unterwegs und tätig, solange es, wie es Menschen gibt, ist sein Wille, sein Ziel, sein Plan, Menschen upzucyclen. Und ich möchte heute über den Gedanken mit euch reden, über das nachdenken, was das genau bedeutet. Die Predigt heisst, aus alt mach neu. Und bevor wir jetzt einsteigen und anfangen darüber nachdenken, wie dann das genau funktionieren kann, wie das kann gehen, dass aus einem alten Mensch ein neuer Mensch wird. Übrigens, Spoiler Alert, aus einem alten Mensch wird nicht ein junger Mensch, sondern ein neuer Mensch. Das wäre nachher die Predigt von der Jungbrunnenquelle. Genau, die habe ich leider nicht bereit heute Morgen. Wir machen nur neue Menschen, nicht junge Menschen. Also, sorry für all die gehofft haben, dass es heute ein gratis Facelift gibt. Ist nicht der Fall. Ich habe auch keine neuen Hüften im Angebot, sondern ich habe neue Menschen im Angebot heute Morgen. Nicht junge Menschen. Genau. Aber bevor wir jetzt einsteigen und das genauer anschauen, wie das funktioniert, wie Gott das dann macht, was sein Gedanke, sein Plan ist, möchte ich mit uns zusammen beten. Ich glaube nämlich ganz fest, dass das ein übernatürlicher Prozess ist. Das ist nicht etwas, wo wir irgendwie machen können oder erzwingen oder wo dann einfach irgendwie so passiert, sondern es ist ein übernatürlicher Prozess. Sprich, da braucht es das Wirken vom Heiligen Geist und es braucht eine Gottesbegegnung. Und für das möchte ich jetzt beten mit euch zusammen. Wenn ihr bereit seid, dann lasst euch doch mal darauf ein. Genau. Ich möchte beten, du darfst gerne mitbeten. Vielleicht ist das auch der Moment, wo du jetzt gerade selber kannst mit Gott reden, wo du Jesus das hergeben kannst. Gib ihm dein Herz her und bitte ihn doch, dass er heute am Morgen mit dir ganz
persönlich reden und dass sein Wort, sein Reden heute Morgen deutlich und klar wird für dich. Und ich tue das Gleiche beten und dann sagen wir am Schluss alle zusammen Amen. Ist gut? Also, so machen wir das. Ja, Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir da sein dürfen, dass wir zusammenkommen in deinem Namen, Jesus. Und wir wollen dich erheben, wir wollen dich loben und preisen und dir sagen, dass du willkommen bist an diesem heutigen Morgen. Du sagst, dass dein Wort nicht leer wird ausgehen, sondern es wird vollbringen, was es soll vollbringen. Und so bitte ich dich heute Morgen, Jesus Christus, dass das Wort, das wir möchten anschauen, dass das heute wirklich in unser Leben eindringen, dass es einen Unterschied machen darf. Heiliger Geist, du jetzt mit jedem Einzelnen, der da innen ist, reden. Berühr du jede einzelne von diesen Herzen da, jetzt an dem heutigen Morgen, und mach du dein Wort lebendig für uns. Bitte schenk, dass wir heute Morgen erleben, wie aus alt neu kann werden. Dass wir spüren und erfahren deine erneuernde Kraft, die übernatürliche Power, die in deinem Namen ist, Jesus Christus. Und alle, die einverstanden sind mit mir, die dürfen jetzt zusammen sagen, Amen. Amen. Genau. Alright, aus alt mach neu. Wie genau kann das gehen, kann das passieren? Man könnte ja, als erste Option könnte man ja sagen, okay, aus alt mach neu, wir haben ja schon einen ersten Clou in dem Bibeltext, oder? Gehört also jemand zu Christus? Das scheint ein wichtiger Schlüssel zu sein für die Erneuerung. Man muss zu Jesus gehören, oder? Irgendwie geht es um die Person Jesus. Durch ihn kann Erneuerung möglich sein. Durch ihn gibt es das, dass aus etwas Altem ein neues Leben kann werden. Also könnte man ja sagen, wie wäre es in dem Fall, wenn ich jetzt mal mich mit dem Jesus beschäftige? Und ich tue in der Bibel, in seinem Wort nachlesen, was er nicht alles gesagt und gelehrt und gemacht und da hat. Und nachher nehme ich die Prinzipien, und tu mein Leben mal nach dem ausrichten, was er halt so sagt. Gell? Und das wäre eine Option, das könnte man machen. Man kann tatsächlich die Lehre von Jesus einfach so übernehmen und anwenden. Man muss nicht einmal unbedingt an Jesus glauben, um seine Prinzipien anzuwenden. Und übrigens, ganz viele Menschen machen das. Und ich bin mir sogar sicher, dass wenn alle Menschen das machen würden, dann wäre unsere Erde ein besserer Ort. Wenn alle Menschen, egal ob sie jetzt an Jesus glauben oder nicht, wenn jetzt alle Menschen würden beschliessen, okay, ab heute tun wir alle die Lehren oder Prinzipien von dem Jesus anfangen anwenden und nach dem anfangen leben. Ich meine, dann würde plötzlich jeder Mensch den Nächsten lieben wie sich selber. Dann wäre das Wohl von dem nebendran gleich wichtig wie das eigene Wohl. Kinder würden Eltern respektieren, Eltern wären gute Vorbilder für ihre Families. Ich meine, das wäre kein Sech, gell? Wären wir alle einverstanden, ganz besonders die Kinder haben, würden sagen, Amen, jawohl, genau so, das würde ganz viel Positives und Gutes bringen in die Welt drin. Das wäre eine Option, wie man probieren kann, das Neue aus dem Alten etwas Neues raus entstehen lassen, könnte man so ausprobieren und sagen, okay, wie wäre es, wenn wir jetzt alle vom Tag X an 100% einfach mal umsetzen, was Jesus gesagt hat? Ist das, was die Bibel meint, mit aus etwas Altem wird etwas Neues? Geht es in der Bibel darum, neue Lebensprinzipien anzuwenden? Also man könnte auch so sagen, ist Jesus quasi einfach ein Guru, der gute Regeln gemacht hat, der gut vorgelebt hat, und jetzt, wenn man ihm nachfolgt, dann ist das, was die Bibel meint, mit aus etwas Alt wird etwas Neues. Die Antwort auf diese Frage ist natürlich nein, das ist nicht. Um was es geht, das ist nicht, was Jesus meint. Das ist nicht, was die Bibel meint, wenn es darum geht, aus etwas Altem etwas Neues zu machen. Jesus selber macht das sehr deutlich und klar. Er hat nämlich immer wieder mal Gespräche und Diskussionen, die kann man nachlesen in der Bibel, wo er mit Pharisäern diskutieren und reden. Also Pharisäer, müsst ihr wissen, das sind die gewesen, die haben sich darauf spezialisiert, um möglichst alle Regeln einzuhalten.
Das ist ihr Mantra gewesen. Also sie haben die Geschichte von Israel geschaut, sie sind Israeliten gewesen und haben gemerkt, okay, am Volk Israel ist zu gewissen Moment immer wieder schlecht gegangen und das Volk hat gelitten, ist verfolgt worden und es ist bergab gegangen. Und sie haben gemerkt, hey, wir brauchen eine Erneuerung. Also wie können wir die Erneuerung erleben? Wie können wir sicherstellen, dass es uns nicht dreckig geht oder dass wir als Volk nicht unterdrückt werden? Und sie haben festgestellt, dass in der Bibel viel davon geredet wird, okay, wir müssen die Gebote halten. Aus dem daraus kommt Sagen. Also, und dann haben sie gefunden, okay, die Erneuerung, wir machen das Volk neu, indem dass wir neu ganz, ganz, ganz gut darauf achten, dass alle Regeln eingehalten werden. Es ist schlimm, wenn die Regeln nicht eingehalten werden, darum müssen wir jetzt dafür sorgen, dass alle Regeln eingehalten werden. Und sie haben angefangen, ein System aufzubauen, das sich um das Regelhalten anfangen zu drehen hat. Und sie haben zu den Regeln haben sie Regeln gemacht. Und dann, dass man diese Regeln nicht bricht, haben sie nochmal eine Stufe mehr Regeln gemacht. Und es hat immer mehr Regeln und Regeln und Regeln gegeben. Und ihr ganzes Sein war darauf spezialisiert gewesen, ausgerichtet gewesen, auf möglichst alle Regeln zu halten. Und mit diesen Regelhaltern hat Jesus jetzt ein Gespräch. Und er redet mit ihnen über Erneuerung, was es dann bedeutet und um was dass es geht. Und diese Konversation, also es ist eigentlich mehr ein Monolog, wo Jesus den Pharisäern sagt, den möchten wir jetzt gerade miteinander anschauen, mal darauf schauen, was Jesus dann den Regelhalter genau sagt. Matthäus 23, 25 bis 28. Dort sagt Jesus Folgendes zu den Schriftgelehrten und Pharisäern. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr wascht eure Becher und Schüsseln von außen ab. Doch gefüllt sind sie mit dem, was ihr anderen in eurer Gier genommen habt. Ihr blinden Verführer, reinigt eure Becher erst einmal von innen. Dann wird auch euer Äußeres sauber sein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr seid wie die weißgetünchten Grabstätten. Von außen erscheinen sie schön, aber innen ist alles voll stinkender Verwesung. Genauso ist es bei euch. Ihr steht vor den Leuten als solche da, die Gottes Willen tun, aber in Wirklichkeit seid ihr voller Auflehnung und Heuchelei. Okay, das muss man zuerst mal so ein bisschen setzen lassen, oder? Wenn du das jetzt mal in deinem Kopf, den Dialog mal so reenacten, oder? In deinem Kopf, wie Jesus das den Schriftgelehrten sagt. Das ist eigentlich schon sehr brutal und krass, was er da sagt, oder? Er hat ein Gespräch mit Schriftgelehrten. Ihr ganzes Sein und Existieren, sie meinen es ja eigentlich gut. Sie wollen, dass die Regeln eingehalten werden, dass das Volk kann erneuert werden. Und Jesus sagt ihnen, ihr seid wie ein weiss-tünchtes Grab. Von außen sieht es schön aus. Das war immer vor den grossen Festtagen hat man die Gräber extra weiss getüncht, weil Reinheitslehre bei den Juden ist fest damit gegangen, wenn du Tote berührst oder in Kontakt kommst mit Toten, dann bist du selber unrein und kannst nicht mehr teilnehmen an den Reinheitsritual und an diesen hohen Viertagen. Darum hat man extra vor den hohen Viertagen, dass ja niemand etwas verpasst, haben alle Gräber weiss getüncht. Quasi hat erstens schön ausgesehen, zweitens war es auch eine Warnung für alle, oder? Achtung, da ist unrein, da darfst du nicht zu nahe kommen. Und da musst du aufpassen. Und er sagt, ihr seid wie die Gräber. Von außen seht ihr hübsch aus und alles ist gut und ihr achtet darauf, dass ihr möglichst alle Gebote und Regeln einhaltet. Aber innen dran sind ihr genau wie ein Grab, nämlich ein verwesender Leichnam ist in euch drin. Ihr seid wie ein Becher, wo außen schön sauber gemacht ist, aber innen drin ist es dreckig und grusig. Und dann müssen wir jetzt anfangen, über äußerliche Erneuerung und innerliche Erneuerung reden. Das ist nämlich das, was Jesus da raushebt. Er sagt, hey, wenn du probierst, alle Gebote und Regeln einfach einzuhalten, wenn es dir nur darum geht, wie du erscheinst und wie du wahrgenommen wirst von außen, dann bist du wie ein weiss-tünchtes Grab. Das ist nicht, was Jesus im Sinn hat und was er möchte. Wie wir leben sollen, das ist nicht
die Erneuerung, die er gemeint hat. Jesus Nachfolger kümmern sich nicht darum, möglichst alle Regeln und Gebote einzuhalten. Das ist nicht unser Ziel, das ist nicht die Erneuerung, die Jesus meint. Wenn er sagt, ich mache aus etwas Altem etwas Neues. Es geht nicht darum, Menschen umzukonditionieren, dass sie jetzt möglichst alle Gebote und Regeln einhalten. Aber drinnen passiert keine Erneuerung. Dann ist das, als würdest du einen Becher einfach rausputzen, sodass es möglichst gut aussieht. Aber im Inneren ist absolut gar nichts passiert. Das ist nicht, worum es Jesus geht. Und ich glaube, dort müssen wir als Christen, die mit Jesus unterwegs sind, mal ganz kurze Pause machen und das uns wieder mal neu vor Augen führen. Auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, es geht nicht darum, von außen möglichst gut auszusehen. Jesus kritisiert die Pharisäer als Heuchler. Ich sehe bei uns, ich kann das sagen, weil ich ja auch dazugehöre, gell? Und ich sehe ja mich, ich sehe bei uns immer wieder mal eine Tendenz zum Heucheln. Weil wir möchten ja eigentlich gut gesehen werden. Wir möchten ja gerne, dass man möglichst viel von dem Neuen sieht. Und dann haben wir eine Tendenz, dass wir aussen möglichst gut möchten aussehen. Aber innen drin, ja, ist eigentlich noch viel verwest und verrottet und mehr so ein bisschen leichnammässig. Ist kein schönes Bild, gell? Aber ich glaube, die Gefahr ist, dass wir in einer Heuchlerei und in einer Religiosität drinnen endet. Dass wir darauf fokussiert sind, möglichst die Regeln einzuhalten und möglichst gut auszusehen. Aber dass es gar nicht darum geht, eine innere Veränderung zu erleben, von innen nach außen verändert zu werden. Also was ist die Lösung für uns? Ich glaube, die Lösung ist, dass wir eben die Heuchlerei nicht zulassen. Sprich, dort, wo es noch nicht so weit ist, dort, wo wir noch Fehler haben, dort, wo wir noch nicht so weit sind, dass wir das auch zeigen dürfen und einfach auch dazu stehen. Dass wir keine Fassaden aufbauen müssen. Es ist im Fall für Jesus kein Problem, dass wenn das Leben noch nicht so aussieht, wie es sollte aussehen, er kann mit dem umgehen. Er hat sein Leben mit den Menschen verbracht, die äußerlich absolut kaputt gewesen sind und wo nicht so gelebt haben, wie sie eigentlich hätten sollen oder können leben. Das war am Jesus sein bevorzugtes Umfeld gewesen. Also er ist mit den Prostituierten, mit den Zöllnern und mit all diesen Menschen unterwegs gewesen, die eben keine Heuchler gewesen sind, die quasi gezeigt haben, wie sie innen drinnen aussehen. Und ich weiss, wie schwierig das ist. Ich selber kämpfe immer wieder mal mit dem, dass ich gern besser würde aussehen, als ich eigentlich bin. Ich habe letzten Sonntag gerade so einen guten Moment erlebt, um wieder mal ein bisschen, Reality-Check zu erleben. Es ist nur ein kleines Beispiel, aber vielleicht hilft es ja, um auch nicht darüber nachzudenken. Wir haben jemanden getroffen in der Kirche und wir haben die Person nachher eingeladen zu uns heim. Und ich habe es der Dunja nicht gesagt vorher, dass ich jemanden heimbringe zum Mittagessen. Und jetzt, wir haben halt 3 kleine Kinder und wir sind am Sonntagmorgen alle im Einsatz gewesen und mehr oder weniger einfach so, wie wir halt gerade sind, zum Haus ausgerannt und daheim hat es halt ausgesehen, wie es aussieht bei uns, häufig mal noch. Und ich sage euch, es ist im Fall schon auch eine Überwindung gewesen, das Innere, wo wirklich ist, jemandem zu zeigen. Und jemand sagt, also komm rein, gell, sorry, gell, wir haben halt noch das Morgen auf dem Tisch und sauber ist es eigentlich auch nicht und sorry, musst jetzt Slalom laufen und all das Zeugs, das halt da bei uns auf dem Boden rumliegt. Und hey, so ist es halt gewesen. Und ich sage euch, es hat gut da, zum mal können sagen, okay, das ist überhaupt nicht perfekt da, bei uns daheim. Überhaupt nicht perfekt. Und es war okay gewesen, zum dürfen, die Fassade mal einfach fallen lassen und sagen, ich muss jetzt nicht erscheinen, als wäre alles perfekt und als wäre es gut. Und ich darf zulassen, dass da auch Sachen nicht in Ordnung sind, weil sie einfach nicht in Ordnung sind. Ich muss nicht probieren, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Wir sind gestern, am Freitag sind wir mit dem Boundless, mit unseren Teenies, mit unseren Jugendlichen sind wir in einem Jugendgottesdienst gewesen. Dort ist ein junger Pastor, also nein, ist kein Pastor, eine junge Person vorgestanden und hat öffentlich mit 18 von seiner Pornografiesucht erzählt.
Ich sage euch, das ist so gut gewesen, so befreiend, zu sehen, was das bewirkt, wenn Christen kein Gefühl mehr haben, dass sie irgendwelche Fassaden aufrechterhalten müssen. Sondern Jesus hält es aus und er möchte gern, dass wir von innen rein sind. Und das geht nicht, wenn wir äußerlich probieren, irgendetwas aufrechtzuerhalten, wo gar nicht ist. Das ist sogar verhindernd für das, was Jesus eigentlich möchte. Weil Jesus hat das Ziel. Er möchte uns erneuern. Er ist eigentlich die Erfüllung von Hesekiel 36, 26. Das ist, worum es Jesus eigentlich geht. Wieso, dass er auf die Welt gekommen ist. So könnte man es ausdrücken. Hesekiel 36, 26. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Jesus möchte zuerst eine innerliche Erneuerung herbeiführen. Auf das, dass die äußerliche nachher nachfolgen darf. Aber es geht Jesus immer zuerst um dies, um mein Innere. Er schaut aufs Herz und nicht auf das, was in erster Linie nach außen präsentiert ist. Er kümmert sich nicht darum, wie du außen aussiehst, sondern er möchte eine innerliche Erneuerung herbeiführen. Die Gefahr ist sogar, dass Jesus auch mit dir dann anfängt zu schimpfen, wenn es dir nur um die äußerliche Erscheinung geht. Aber über das reden wir jetzt nicht so. Matthäus 5, Vers 8 redet Jesus selber über die innerliche Erneuerung. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Er möchte eine innerliche Erneuerung bringen. Also wie genau kann man dann eine innere Erneuerung erleben? Wie funktioniert denn das? Oder wir haben jetzt gemerkt, der erste Weg, der mit der Regel halten, der scheint nicht so zu funktionieren. Da ist Jesus jetzt nicht der, der findet, yes, go for it, alle Regeln halten und dann ist gut. Sondern er scheint einen anderen Vorschlag oder einen anderen Weg zu haben. Was ist denn Jesus sein Weg? Und ich habe gedacht, das kann man jetzt ganz gut anhand von einem Beispiel zeigen. Und zwar möchte ich euch ein Beispiel bringen vom besten Regelhalter, den es je gegeben hat. Wie der innerliche Erneuerung erlebt hat. Wir können lesen von dieser Person in der Apostelgeschichte 22, 3 bis 5. Dort stellt sich die Person mal persönlich vor und erzählt so ganz ein bisschen über sich selber, wer er dann so war. Apostelgeschichte 22, 3 bis 15. Ich bin Jude, geboren in Tarsus, einer Stadt in Zilizien. Erzogen wurde ich hier in Jerusalem. Als Schüler von Gamaliel habe ich gelernt, streng nach dem Gesetz unserer Vorfahren zu leben. Also das habt ihr jetzt nicht mitbekommen, aber was der Paulus, das ist die Person, die jetzt gerade gemacht hat, ist so ein bisschen, er hat da gerade ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Humble Brag gemacht, oder? Er hat gesagt, hey, übrigens, ich bin dann beim Gamaliel in der Schule. Alle anderen hätten jetzt, die das gekannt haben oder zu dieser Zeit gelebt hätten, hätten gefunden, wow, der Gamaliel ist einer der Top Leute zu dieser Zeit, einer der bestausgebildetsten, meist angesehensten Lehrer, die du überhaupt hast können haben. Also unter den Pharisäern hat es ein paar, so, wie soll ich sagen, Überrageten gegeben. Und das ist, der Gamaliel ist einer von denen gewesen, oder? Und der Paulus da, Humble Brag, übrigens, ich bin dann übrigens beim Gamaliel in die Schule gegangen, gell? Einfach, dass ihr wisst, auf welchem Niveau wir da so unterwegs sind, oder? Ich habe gelernt, streng nach dem Gesetz unserer Vorfahren zu leben. Ebenso wie ihr wollte ich nichts anderes als Gottes Gebote zu erfüllen. Verstehst du? Der Mensch war getrieben mit der Sehnsucht oder mit dem Wunsch, alle Gebote einzuhalten. Möglichst so zu leben, wie Gott das möchte. Er ist der Erste gewesen, der seinen Becher aussen möglichst sauber gehalten hat. Deshalb habe ich die neue Lehre der Christen bis auf den Tod bekämpft. Männer und Frauen ließ ich festnehmen und ins Gefängnis werfen. Das können der Hohepriester und der ganze Hohe Rat bezeugen. Also noch ein bisschen mehr Name-Dropping, oder? Ich kenne übrigens auch den Hohepriester, wir sind Buddies, oder? Und der Rest der Pharisäer, die kenne ich alle, das sind alles meine Freunde gewesen, oder? Von ihnen bekam ich Empfehlungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus. Sie gaben mir die Vollmacht, die Christen in jener Stadt gefesselt hierher nach Jerusalem zu bringen und zu bestrafen. Verstehst du, der Mensch
ist der beste Regelhalter gewesen, den es gegeben hat. Er war getrieben von einer Leidenschaft, dass die Regeln sollen und müssen eingehalten werden. Er ist so weit gegangen, dass er eine neue Lehre, nämlich von den Christen, wo Gnade plötzlich betont worden ist, bekämpft hat. Er ist der gewesen, der sich gefreut hat, wo Christen gesteinigt worden sind. So ist er unterwegs gewesen. Also, eigentlich war er der, wo der erste Weg, den wir vorher beschrieben haben, wo die äußerliche Reinheit par excellence gelebt hat. Und dann ist etwas passiert mit dem Paulus. Er hat eine innerliche Erneuerung erlebt. Und die lesen wir gerade in der nächsten Vers, ist beschrieben in der Apostelgeschichte 22, 6 bis 10. Er hatte eine Begegnung gehabt mit Jesus am Auferstandenen. Dort wird es beschrieben. Als ich auf meiner Reise Damaskus schon fast erreicht hatte, umgab mich mitten zur Mittagszeit plötzlich vom Himmel her ein strahlend helles Licht. Ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte ich und hörte als Antwort: Ich bin Jesus aus Nazareth, den du verfolgst. Meine Begleiter sahen genauso wie ich das Licht, aber sie verstanden nicht, was gesagt wurde. Was soll ich tun, Herr? Fragte ich nun. Und der Herr antwortete mir: Steh auf, geh nach Damaskus, dort wird man dir sagen, welche Aufgabe Gott für dich bestimmt hat. Timmy, du darfst gerne anfangen, den Holy Keys zu spielen. Da hat der Saulus, der beste Regelhalter, den die Welt gesehen hat, plötzlich eine Begegnung mit einer Person. Und die Person ist niemand anders als Jesus Christus, der Auferstandene. Der gekreuzigt worden ist, der beerdigt worden ist, aber nicht im Grab geblieben ist, sondern er ist auferstanden. Und der Paulus hat die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Ich weiss, wie das muss tönen, wenn du das noch nie gehört hast vorher. Aber der Paulus war einer, wo Jesus und alles, für was Jesus gestanden ist, gehasst hat. Von tiefstem Herzen hat er es gehasst. Er hat sich gefreut, wenn die Christen getötet worden sind. Und jetzt ist er unterwegs auf einer Straße nach Damaskus. Und dort auf dieser Straße hat er plötzlich eine Begegnung. Und die Begegnung ändert alles in seinem Leben. Verstehst du? Das war der Moment, wo einer, der aufs Äußere geschaut hat, der nach außen möglichst gut hat erscheinen, plötzlich eine innerliche Erneuerung erlebt hat. Er ist am auferstandenen Jesus Christus begegnet. Und die Begegnung hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und von dem Moment an ist der Saulus zum Paulus geworden. Hat extra seinen Namen geändert, dann später, zum klarmachen, hey, mit dieser Person von vorher habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin etwas Neues. Das Alte ist vergangen. Verstehst du, da hat es eine Begegnung gegeben mit einem auferstandenen Jesus Christus. Wenn du diese Person kennenlernst, wenn du dieser Person begegnest, dann wird alles neu. Und zwar nicht nur äußerlich, nicht nur, was andere sehen oder nicht sehen, sondern da passiert etwas in dir drin. Es gibt eine innere, tiefe Erneuerung. In dieser Begegnung, in dieser Beziehung mit dem auferstandenen Jesus ist nicht mehr Religion im Vordergrund. Geht es nicht mehr darum, Gebote und Gesetze einzuhalten, sondern es ist jetzt eine Beziehung, wo es darum geht, mit dem auferstandenen Jesus Christus eine Beziehung zu haben. Und genau so wie der Paulus eine Begegnung hatte mit dem Jesus, kannst du und ich auch heute noch eine Beziehung haben mit dem Jesus. Dort daraus kommt die Erneuerung. Nicht aus Gebot halten, sondern aus Beziehung. Es geht nicht darum, was du machst, sondern es geht darum, wer du bist in dem Jesus. Es geht nicht mehr darum, wie gut dass du die Regeln einhalten kannst. Es geht nicht darum, wie gut dass es nach außen aussieht, sondern es geht darum, wie Jesus in deinem Inneren drinnen alles neu machen kann. Das ist nichts, was wir können erzwingen oder forcieren können. Es ist nicht etwas, was wir mit religiösen Pflichten erwirken können. Wir können nicht erneuert werden aus unserer eigenen Kraft und aus unserem eigenen Wesen daraus, sondern es ist eine übernatürliche Glaubensaktion. Jesus Christus, der Auferstandene, ist es, der dich innerlich kann und will neu machen. Er ist es,
der den Tod besiegt hat und dir jetzt die Möglichkeit gibt, um mit ihm zusammen unterwegs zu sein und auch den Tod zu überwinden. Im Römer 10, Vers 9 steht, wer erkennt und mit seinem Mund bekennt, dass ich, Jesus Christus, der Auferstandene bin und dass ich Herr bin, der ist es, der gerettet wird. Um das geht es. Heute an diesem Morgen. Heute an diesem Morgen möchte ich dich einladen und fragen, möchtest du auch eine Begegnung haben mit dem Jesus Christus, dem Auferstandenen? Der den Tod überwunden hat. So wie der Paulus eine Begegnung hatte, ist das der Schlüsselmoment für dich und mich. Vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs. Und ich möchte heute Morgen ganz besonders dich einladen, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, aber nicht so mega viel erlebst, sage ich jetzt mal, von dieser Erneuerung. Ich möchte dich heute Morgen bewusst einladen, dein Herz ihm nochmal neu aufzutun und ihn nochmal neu in dein Herz hineinlassen. Nochmal neu eine Begegnung zu haben mit ihm. Vielleicht ist heute Morgen der Moment, wo du neu starten und neu sagen, mal Jesus Christus, ich glaube, dass du der Auferstandene bist und ich möchte eine Begegnung haben mit dir. Begegne du mir heute an diesem Morgen. Ich glaube, dass Jesus übernatürlich, so wie er dazumal an Paulus auf der Straße begegnet ist, dass er auch heute Morgen dir kann begegnen. Vielleicht kennst du Jesus überhaupt noch gar nicht. Vielleicht hast du schon selten mal von ihm gehört. Und auch dich möchte ich einladen und zu dir möchte ich heute Morgen reden. Du darfst zu dem Jesus kommen, du darfst ihn bitten, dir zu begegnen. Auf dass er auch dich erneuern kann. Auch, dass er aus dir ein neues Wesen machen kann. Und dass er auch dich erneuern kann. Das kann man machen in einem ganz einfachen, simplen Gebet. Ich möchte das jetzt einfach stellvertretend beten. Und alle, die möchten, dürfen das innerlich mitbeten jetzt. Sie dürfen gerne auch die Augen zumachen, wenn ihr das möchtet. Ein bisschen Privatsphäre haben mit dem Jesus jetzt. Und ich möchte das Gebet vorbeten. Und alle, die wollen, können jetzt einfach mitbeten. Jesus Christus, wir sind so angewiesen auf dich. Wir verstehen, dass Regeln halten und Regeln befolgen nicht der Schlüssel ist zur wirklichen Erneuerung. Wir sehen, dass es eine Begegnung braucht mit dir, Jesus. Und wir möchten uns Bemühen jetzt ablegen und neu bekennen, dass wir angewiesen sind auf dich. Ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest heute an diesem Morgen. Dass du uns ganz neu begegnest. Dass wir dich erkennen dürfen, so wie du bist, und dass die Erneuerung stattfinden in uns drinnen. Durch deinen Namen, Jesus Christus. Durch dein Werk und durch das, was du da hast. Wir bitten dich jetzt, dass du ein Wunder tust an uns, Jesus. Amen.